begrüße euch herzlich zu meinem Video. Und zwar geht es jetzt darum, dass ich euch zeigen möchte, was ich alles habe bekommen, weil ich es in den NYX Face Awards in Top 10 habe geschafft. Und oh mein Gott, ich kann es einfach gar nicht glauben. Es ist für mich irgendwie so... Kann ich innerlich realisieren es? Einfach no. Wirklich einfach gar nicht realisiere ich es. Aber auf jeden Fall, ich möchte euch jetzt sagen, was ich bekommen habe. Weil man hat ein Päckchen bekommen, wenn man es in Top 20 geschafft hat. Und nochmal ein Päckchen, wenn man es in Top 10 geschafft hat. Und da ich euch noch gar nicht gezeigt habe, was ich bekommen habe, habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach so ein riesen Video, wo ich euch alle Produkte zeige. Und da das Ganze nicht irgendwie so eine halbe Stunde dauern, habe ich gedacht, ich will einfach schon mal alles aus dem Päckchen rausnehmen, schön sortieren, dann kann ich euch nämlich viel besser zeigen. Ich möchte mich einfach noch ganz herzlich bei euch allen bedanken, für dass ihr so tatkräftig für mich seid gewollt. Das ist echt nicht selbstverständlich. Was ich auch noch sagen wollte, falls irgendjemand motzt, weil man hier so spiegelig sieht in meiner Brille. Das Ding ist, es ist schon recht dunkel draussen und ich musste hier eine Softbox aufstellen, damit es vom Licht her einfach gut ist. Und ohne meine Brille, ich sehe einfach nichts in meinem verdammten Maulwurf. Also echt, jetzt, ich sehe wirklich mega schlecht. Und ja, ich wollte das einfach noch schnell sagen. Wegen dem möchte ich einfach reinlesen. Aber ja, auf jeden Fall, jetzt bin ich nur vom Thema abgewichen. Ich werde jetzt auch anfangen und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Also, als erstes fange ich an. Ich habe hier jetzt NYX Studio HD Finishing Powder. Das habe ich sogar zweimal bekommen. Das ist einfach ein loses Puder. Nachher, was ich auch noch bekommen habe, sind, oh mein Gott, so viele Pinsel. Ich habe sie alle schon ausgepackt, sonst würde es verdammt rascheln. Oh mein Gott, ganz viele Pinsel. Ich finde, irgendwie Pinsel kann man einfach nie genug haben. Irgendwie kann ich bin sehr schlecht im Schätzen, aber locker 200 Pinsel. Und das ist einfach das Beste, wenn man so viele Pinsel hat. Weil egal welche Farbe man verwenden will, irgendwo findet man immer einen Pinsel, der sauber ist und wo man dann ins Make-up reinklatschen kann. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall ganz viele Pinsel habe ich hier bekommen. Dann als nächstes habe ich hier noch NYX On The Spot Make-up Brush Spray Cleaner. Das ist einfach so ein Fläschchen. Das trifft sich eigentlich recht gut, weil mein aktueller Pinselreiniger hat irgendwie noch so viel drin. Und ich habe gedacht, so, nein, jetzt musst du wieder einen kaufen. Und das trifft sich perfekt, weil jetzt habe ich auch noch einen neuen Pinselreiniger. Dann, was ich auch noch bekommen habe, sind 3 verschiedene Primer. Und zwar ist das der NYX Angel Veil Skin Perfecting Primer. Also ich denke, das ist einfach ein ganz normaler. Nachher habe ich hier den NYX Pore Filler. Den habe ich schon und ich finde den mega gut. Weil ich finde, so von anderen Marken gibt es ja auch so Primer, die Pore auffüllen. Aber die kosten zum Teil 50 Stutz. Und klar sind die auch gut, aber der hier für den Preis, oh mein Gott, ich liebe ihn einfach. Also, jetzt habe ich noch einen auf Vorrat. Nachher, was ich auch noch habe, ist NYX Shine Killer. Das ist ein Primer, wo, wenn man stark glänzt, ist der geeignet, weil das einfach so ein bisschen den Glanz wegnimmt. Weiter geht's mit den NYX Wonder Sticks. Oh mein Gott, das hat jetzt so sich gereimt. Und zwar, die kennt ihr sicher auch, das sind einfach ganz normale Konturenstifte in Cremeform. Nachher, was ich auch noch habe zum Konturieren, ist, ich glaube, die kennt einfach so etwa jeder Mensch auf diesem Planeten. Und zwar NYX Highlight and Contour Pro Palette. Das wäre die hier. Als nächstes möchte ich euch von NYX Pro Foundation Mixer zeigen. Von denen habe ich 6 Stück. Oh mein Gott, das geht mir sicher ab. Nein, es geht. Und zwar die hier. Das ist halt einfach, wenn die Foundation entweder zu hell ist oder zu dunkel oder sie einfach so von der Farbe her nicht genau stimmt. Also wenn es jetzt irgendwie zu wenig rosa ist für einen Hautton, weil es gibt ja gelben Unterton und rosa Unterton, hat man da einfach ganz verschiedene Töne. Also mit dem kann man es zum Beispiel neutraler machen, dann mit dem extrem dunkler, mit dem einfach so ein bisschen mehr olivfarbig. Mit dem kann man sie aufhellen. Und ja, das ist eigentlich recht praktisch. Vor allem, ich meine, jeder Mensch hat bestimmt mindestens eine Foundation daheim, die einfach vom Hautton nicht genau passt. Und mit dem kann man sich einfach perfekt zusammenmischen. Und ich bin sowieso ein Mensch, ich liebe es, einfach so auf einem Glasblättchen Foundation zusammenmischen. Ich weiß nicht, das ist echt so etwas, ich mache das so gerne. Ich komme mir dann einfach so wie ein Maler vor. Als nächstes habe ich hier NYX Conceal Correct Contour Palette. Und zwar,
Das habe ich in der Farbe Deep, dann Medium und Light. Was ich auch noch bekommen habe, ist Color Correcting Palette. Die ist hure nützlich, weil sie echt so kompakt ist. Die habe ich eben schon. Und ich finde die Farbe, also von der Konsistenz her, ist es mega schön cremig. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, es ist richtig eingetrocknet. Es ist wirklich mega schön cremig und ich finde, mit der kann man mega gut arbeiten. Und die hier habe ich noch nicht ausprobiert, aber auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Nachher habe ich hier von NYX Eyeshadow Bases. Ist das Mehrzahl von Base? Bases? Und zwar habe ich diese Farbe, also ich habe zweimal weiß, nein, habe ich Hautfarbe, also Skin Tone heisst es, und eine ist schwarz. Und ich habe gar nicht gewusst, dass es eine schwarze Eyeshadow Base gibt. Eigentlich ist das noch sehr praktisch, weil kennt ihr das? So schwarze Eyeshadow, der schon schwarz ist, aber einfach nicht tiefschwarz. Und wenn man dann wirklich so richtig krass will, mit schwarz arbeiten, wie das dort krass mit schwarz arbeiten. Nein, wenn man einfach so ein richtig intensives Schwarz will, ich denke, das ist sehr nützlich. Also auf das bin ich auch schon mega gespannt. Nachher habe ich hier 3 Fixierspray, und zwar einmal das Matte Finish Long Lasting Setting Spray und zweimal das Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Auf das hier, also auf das Dewy Finish, freue ich mich schon, weil ich das Matte schon ausprobiert und das finde ich schon recht gut, aber ich gehört, dass das Dewy Finish noch besser ist. Wegen dem, das habe ich sogar zweimal. Als nächstes NYX Dual Chromatic Illuminating Powder zeigen. Von denen habe ich 5 Stück. Und wirklich so ein bisschen alles ist dabei. Und das ist einfach sein Highlighter. Obwohl das hier, das ist schon eine krasse Farbe. Ich weiß nicht, ob ich das... Also, das ist zwar auch ein Highlighter, aber irgendwie kann ich mir das Getore nicht vorstellen. Zwar, ich denke, oh mein Gott, das neue Thema von NYX Face Awards Challenge ist ja Candyland. Und je nachdem könnte vielleicht eben genau für das so ein orange Highlighter richtig geil aussehen. Das muss ich mal ausprobieren. Und wenn wir gerade bei Highlighter sind, ich habe hier zweimal Away We Glow Liquid Highlighter. Und oh mein Gott, ich gebe euch jetzt einen Tipp, wenn ihr so richtig wollt, dass euer Highlighter popping ist, so wie hier. Zuerst müsst ihr einen Liquid Highlighter her tun oder einfach so eine cremige und dann noch Puder drüber. Ich schwöre euch, euer Highlighter wird explodieren. Er wird so richtig... Ohne Witz jetzt, er wird wirklich so richtig eskalieren. Also ich mache gleich mal weiter mit den Paletten. Also, zuerst habe ich hier zweimal NYX Illuminate Shadow Paletten. Ich tue die schnell auf, dann kann ich das besser zeigen. Also, zuerst mal die, ich finde die richtig krass. Weil, kann ich so Brauntöne, Rosatöne, es gibt so ein bisschen überall, also das kannst du überall kaufen, aber so etwas, das ist einfach richtig geil. Ich weiß nicht, ich feiere das. Und mit dem kann man so richtig heftige Make-up-Looks schminken, die einfach so richtig sind, und auf das freue ich mich schon. Dann habe ich hier auch noch eine zweite, einfach so ein bisschen mit neutraleren, oh mein Gott, ich kann es nicht sagen, neutralen, ich weiß nicht mehr, oh mein Gott, das Wort klingt komisch. Nein, mit dem, die mehr neutral sind, sage ich es halt so, aber die gefällt mir auch sehr gut. Dann habe ich hier Sweet Cheeks Palette und oh mein Gott, das ist mein Baby. Ich habe die schon und ich werde fix die hier, also es ist eine Blush Palette, die mitnehmen zu meinem Freund, weil hier ist einfach alles drin, Matte, Blush, so ein bisschen Schimmer und von der Farbtöne hast du einfach alles in so einer Palette, die richtig kompakt ist. Und für Pigmentierung, ich finde, ein Blush muss nicht zu fest sein, weil wenn du so drin gehst und dann hier rausgehst, so wie ein hoher fucking Klon, das ist es dann scheiße. Aber wenn einfach Pigmentierung so mittel ist, wie es bei der ist, das ist einfach perfekt. Und ja, auf jeden Fall, das ist die Blush-Palette, kann ich jedem von euch nur ans Herz legen. Dann habe ich hier noch die Palette, die sieht so aus. Hey, wie machen das YouTuber? So Spiegel verdecken. Wieso macht man das eigentlich? Ich checke das nicht. Wieso tut man immer so? Nein, auf jeden Fall möchte ich jetzt die Palette zeigen. So, geht dem auch, Mann. Wieso sollte ich Spiegel verdecken? Auf jeden Fall, das ist die Palette. Dann weiter geht's mit Avons Pop Paletten. Die finde ich auch cool. Und die Farben einfach alles geben. Ich meine, wie geil ist das bitte? Und ich habe also so vorhin schnell geswatcht und die Pigmentierung ist einfach... Die habe ich noch in 2 anderen Farbtönen. Die habe ich jetzt noch nicht ausgepackt, dem kann ich es euch nicht gut zeigen.
Das wären die hier gewesen. Und dann habe ich auch noch 4 Perfect Filterpaletten. Das wären die hier. Und, oh mein Gott, die hier muss ich einfach schnell auftun. Irgendwie kann man in der Kamera die Farben nicht so kräftig über, wie sie in Wirklichkeit sind, weil das hier ist ein heftiges Orange. Und das ist so ein richtig schönes Dunkelrot. Ich schwöre, ich werde die morgen ausprobieren. Die hat es mir verdammt angetan. Jetzt kommt etwas, wo ich einfach nur mir richtig heftig, ich glaube, ich sage ein bisschen viel heftig, aber ich habe mich wirklich abnormal darüber gefreut. Ich rede hier von den NYX Intense Butter Gloss. Von denen habe ich, oh mein Gott, wie viel habe ich? 12 Stück. Und eher so ein bisschen natürliche Farben, aber auch so in einem knalligen Violett. Das passt gut zu meinem Hintergrund. Ich hätte lieber so etwas auf die Lippen tun. Das hat viel mehr harmoniert. Ich kann es gar nicht haben mit dieser Hand. So. Mein Arm sieht super komisch aus. Eben, habe ich die bekommen. Und ich habe sehr gerne Lipgloss, aber der Struggle is real, wenn er einfach so Haar... Okay, die da oben eher, die kommen immer so... Nee, und dann klebt es immer so, wenn ich es so wegnehme, habe ich alles so Striche vom Lipgloss. Dann ich immer so, nein! Aber ich liebe echt Lipgloss. So! Weiter geht's mit Lashes. Und zwar habe ich hier dreimal Twigget Lashes. Nachher Mascara habe ich 2 bekommen, aber eine doppelt. Und zwar Doll A Mascara. Ah, ich checke wieso, dass ich die 2 mal habe. Das ist die Waterproof und das ist einfach Volume Black. Also sie sehen von der Verpackung her genau gleich aus, außer einfach hier. Der Name ist etwas anders. Und dann habe ich noch so eine NYX Double Stacked Mascara bekommen. Also das Weisse, das kennt man ja, dass man zuerst weisse Base aufträgt und dann Mascara. Aber bei dieser Weisse hat es so wie Watte irgendwie innen drin, die dann die Wimpern optisch verlängert. Irgendwie kann ich mir das verdammt nicht vorstellen. Aber auf dem Beispielbild hinten drauf sieht es verdammt gut aus. Also, und zwar habe ich hier noch von NYX Augenbrauen Shell aus dem Tübli. Und zwar habe ich das in der Farbe Brünette, Blond, Espresso, Chocolate und 2-mal Black. Gehen wir zu Eyeliner. Da habe ich einmal den Epic Ink Liner. Und nachher habe ich hier, das finde ich cool, einer ist der Super Skinny Marker und einer ist der Super Fat Marker. Also das hier sieht aus wie so ein hoher E-Ding. Schaut mal, wie fett das da ist. Oha. Oh mein Gott. Nachher habe ich hier noch Gel Liner and Smacter. Das habe ich in der Farbe Grün, Blau, Violett, Weiß, Schwarz, nochmal Schwarz und Braun. Ja, voll. Und das ist einfach so ein normales Döschen mit einem Eyeliner drin, aber es ist eben nicht nur ein Eyeliner, sondern auch ein Smacter. Vom Bild her würde ich jetzt mal sagen, dass man das auch so ein bisschen als Cream Shadow benutzen kann. Was eigentlich auch cool ist, beim Schwarzen kann man Schwarz eben auch wieder so mehr intensiv aufbauen, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei der Eyeshadow Base. Mit dem kann man das sicher auch gut machen. So, und jetzt habe ich euch eigentlich alles gezeigt, was ich einigermaßen gäbig in meinen Hängen haben kann. Aber jetzt, ja, ich weiß nicht, ich glaube, das können wir auch so boten. Aber ich habe hier Jumbo Eye Pencil. Und zwar nicht irgendwie 2-3 Stück, sondern so eine fucking fette Biggie. Oh mein Gott. Und das ist wirklich alle verschiedene Farben. Also ich weiß nicht genau, wie viele Farben es gibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das alle sind. Weil ich habe nicht nur die bekommen, ich habe auch noch Jumbo Eye Pencil bekommen, die eine schwarze Verpackung haben. Vielleicht bin ich auch einfach dumm, aber ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ah, mo, jetzt check ich's. Also die weißen sind Jumbo Eye Pencil und die schwarzen sind Jumbo Lip Pencil, also so Lippenstifte. Und von denen habe ich euch auch ganz eine Menge. Die hier. So viel. Okay, ich habe noch etwas gefunden, das ich euch zeigen kann. Und zwar habe ich hier 3-mal Wonder Pencil. Und zwar in der Farbe Light, Medium und Deep. Und ich weiß selber nicht, was das ist, ich muss schnell lesen. Das ist ein Abdeckstift, ein Augenaufhauer oder ein ich kann
kann nicht mehr reden. Reverse Lip Liner in einem. Ich weiß nicht, dass es ein Reverse Lip Liner ist, aber das wären die hier. Dann, was ich hier auch noch habe, sind so irgendwie ein bisschen zusammengewürfelt, oder? Retractable Eyeliner. Dann habe ich auch noch einen zweiten von dem, der Farbe Schwarz und in der Farbe Grau. Dann habe ich hier nochmal einen in der Farbe Deep Purple und dann habe ich hier nochmal so einen. Oh mein Gott, Hauptsache es ist ein bisschen zusammengewürfelt und dann ist echt viermal das gleiche Produkt, aber echt in einer anderen Farbe. Dann habe ich hier auf jeden Fall auch noch Aqua Grey. Dann... Oh mein Gott, ich habe so Hunger, Stefan. Auf jeden Fall sind das hier NYX Cosmic Metals. Und zwar eine von denen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und auch hier habe ich so ein bisschen alle möglichen Farben, also blau, violett, grün, orange und alles einfach. Und hier ist schon eine geswatcht und es sieht einfach richtig geil aus. Oh mein Gott, was mir jetzt passiert ist. Ich wollte etwas trinken, dann bin ich voll an mein Stativ gekommen, und dann ist fast meine Kamera am Boden gefallen. Ich konnte es dann noch so irgendwie so haben. Ich habe so einen Stand gemacht und so gehabt, ist, wäre sie am Boden gefallen. Mit anderen Worten, wenn jetzt so etwas anders ist von der Kameraeinstellung, also einfach so ein bisschen vom Winkel, einfach so ein bisschen Ausschnittwinkel, wie weit weg ich bin und alles, tut es mir leid, aber ja, das war nicht meine Absicht. Ich habe noch zweimal den White Liquid Liner. Das ist ein weißer Liquid Eyeliner und der ist echt cool, wenn man so etwas Spezielles machen will, weil eben welcher Mensch trägt weißen Eyeliner oder auch wenn man hier bei den Lippen so den Strich machen, vielleicht kennt ihr das, das ist jetzt ja im Moment recht in, einfach so, oder irgendwie hier so etwas zeichnen oder so, ich finde das einfach mega cool. Dann habe ich von den NYX Vivid Brights, das sind die farbigen Eyeliner und ich finde es so cool, weil im ersten Päckchen waren von diesen 3 Dingen und jetzt, ich glaube, also ich weiß nicht genau wie viele Farben es gibt, aber ich glaube, ich habe jetzt einfach alle. Und wenn ich nicht ganz alle habe, dann habe ich fast alle. Ich möchte es euch gerne besser zeigen, aber da habe ich wirklich alles von rosa, blau, lila, grün, rot, gelb, orange, so ein Lavendel, ein dunkelgrün, aber ich habe noch ein hellgrün, hey, alles. Was ich auch noch einmal habe bekommen, ist der NYX Glitzer Primer. Ich finde die Verpackung so cool, er ist so holographic. Und zwar kann man den halt einfach bei den Augen brauchen oder auch bei den Lippen. Und als ich das habe gesehen im Päckchen, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt muss irgendwo Glitzer sein. Bitte, 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 bitte ist Glitzer drin. Weil NYX Glitzer, ich finde einfach perfekt, ohne Scheiß. Er ist so nicht zu fest, also nicht so zu festkörnig, aber auch nicht zu dünn. Also, wie kann Glitzer dünn oder dick sein? Aber ich meine einfach, er ist so einfach perfekt, er ist nicht wie Mehl, aber er ist auch nicht wie Säure. Kissstängel. Oh mein Gott, meine Beschreibungen sind die besten. Auf jeden Fall habe ich ganz viele verschiedene Glitzer bekommen. Wirklich, oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und auch hier ist wieder alles Mögliche dabei. Und der hier, der ist schon so holographic. Und oh mein Gott, ich bin verliebt. Und dann ich habe rot, blau, violett. Dann hier so ein... Was ist das für eine Farbe? Ah, Bronze. Rost. Das ist das Gold und das Grün und dann ein Weiß. Das ist sicher cool. Dann habe ich hier ganz viel von NYX Suede Matte Lip Liner bekommen. Und einfach Farbauswahl, ich weiß auch nicht was. Und Suede, zum Teil, vielleicht kennt ihr die schon, und zwar sind das so Lip Creams mit richtig krassen Farben und das tut die Lippen nicht so austrocknen. Und natürlich, weil ich die Lip Liner habe bekommen, habe ich von denen auch noch eine Menge bekommen und die zeigen euch jetzt. Ich habe schon ein bisschen schnell geschaut und ich habe wirklich zu jedem Liquid einfach den passenden Lip Liner und das ist so cool. Und ich meine, bitte sagt mir, wo ich zu dieser Farbe hier einen Lip Liner finde. Zu so einem hellblau. Oder zu dem hier. Oder zu so einem orange. Aber das Orange, oh mein Gott, das muss ich euch zeigen. Ey, krass. Oh mein Gott, wieso sieht das bei mir so? Ich sehe aus wie so eine, wie heisst das, wie so ein, nicht Pelikan. Einfach wie so ein Fokus, ja. Oh mein Gott, das läuft bei mir auf jeden Fall. Hey, wie machen das YouTuber? Ah, so. Hier präsentiere ich euch. Pigmentierung
ist wirklich bombastisch. Also, und jetzt kommt wohl das krasseste Video. Also für mich selber echt das krasseste, weil ich muss mir nie mehr, wirklich nie mehr in meinem Leben, jetzt kann ich es nicht mal sagen, Kajal kaufen. Weil ich habe so eine Biggie bekommen in verdammt allen Farben, die man nur irgendwie brauchen kann oder was es nur irgendwie gibt. Bitte schaut das an. Oh mein Gott. Eben, wie gesagt, alle Farben. Rot, Grün, Blau, Orange, Gelb, Pink, Plan was. Alle Farben sind vorhanden und ich weiß nicht, es ist irgendwie so, ich muss mir nie mehr in meinem Leben Kajal kaufen. Es ist einfach so, ja, hier meine Lebensration. So, das war es jetzt gewesen. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Aber ich habe jetzt alles nochmal schnell angeschaut und eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe euch alles gezeigt. Und was ich jetzt eigentlich noch schnell möchte sagen, wirklich danke vielmals auch an Nix, für dass ich so 2 riesen Päckchen habe bekommen. Ich war wirklich so erstaunt gewesen. Und ich weiß nicht, ich freue mich wirklich mega drüber, weil einfach ganz viele Produkte, die ich ausprobieren kann, die ich für das Video verwenden kann, die ich einfach cool finde und wirklich echt danke viel mal dafür. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Dann hoffe ich natürlich sehr, dass euch das Video gefallen hat und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen!